Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Jo, das Gesindeviertel der Elfen haben wir jo dann in der letzten Episode vorgestern beendet. Ich bin immer sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir gehen jetzt als erstes mal wieder zum Marktviertel. Ah nee, jetzt bin ich ja direkt zum Anwesen. Hier haben wir eine Quest zum Abgeber. Wir nehmen nach wie vor Stan, Morrigan und Seppel mit. Okay, also im Aalavese können wir schon mal nichts abgeben. Das ist zumindest eine interessante Erkenntnis. Du hätten wir noch die Kantorin Rosamund für Fasils Bitte und den Verbindungsmann. Dann sollte man vielleicht noch bei müde Adliche vorbeigucken. Zwecks Blackstone Freischärler. Ich glaube, ich habe da noch irgendwas im Hinterkopf. Ist mittlerweile alles wieder etwas entfernter, weil ich mal wieder eine Woche lang nämlich gespielt habe. Mindestens. 2 Gold gibt's auch noch dafür. Warte mal. Ne, hier haben wir jetzt alles erfüllt. Da gucken wir noch bei Danny hier rein. So, ihr gemeinschaftliche Lustiger. Das müssten dann die vermummte Kuriere gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Dann sollten wir vielleicht noch, wie gesagt, zu der Blackstone Freischärler und auch zu unserer, naja, Diebesgilde nenne ich es jetzt einfach mal, beziehungsweise ja, die etwas unsauberere Geschäfte. Gehen wir hier nochmal rein. Und wo kann ich was abgeben? Nee, tatsächlich nicht. Ich gucke trotzdem einfach nochmal zur Sicherheit. Waschzup. Hier Geschäfte, bla bla. Ah, falscher Zeuge. D braucht Unterstützung. Manche möchten meinen guten Ruf schaden. Geschäfte erfordern hin und wieder nicht ganz feine Methoden, aber diesen früheren Partner hatten daran eben solchen Anteil wie ich. Ihre angebliche Reue riecht nach Opportunismus, eher nach Opportunismus als nach einem schlechten Gewissen. Diese losen Zungen müssen verknotet werden. Ich brauche jemanden, der frei herumreist und weiß, was zu tun ist, wenn er auf einen derartigen Verräter trifft. Die Belohnung wird angemessen üppig ausfallen. Nämlich A, ich denke mal, wenn ich irgendwo rumreise, werde ich dem auf der Weltkarte begegnen. Ah, da gibt es tatsächlich noch was zum Abgeber. Und hier gibt's nichts mehr. Okay, Gefallen für gewisse Gruppierungen. Ja, das sind diese Liebesbriefe. Granat, ja, bräuchte ich jetzt halt noch ein paar. Halte nach 3 falschen Zeugen Ausschau, die D beschuldigen. Der hagere Frank hat einen Unterschlupf in der Nähe des Kernheadsees. Cam von Redside ist häufig in den Geschäften von Denerim anzutreffen. Und der furchtsame Brian hat Zuflucht bei den Zwergen von Orzammar gesucht. Alles klar. Okay, dann nichts mit Weltkarte. Muss ich dann auch nochmal gerade gucken. Unruhen im Gesindeviertel. Ja, Landting. Einfach nur bla bla. Die Verderbnis. Bla bla bla. Halte Al-Imen über die Fortschritte auf dem Laufenden. Okay. Dann nehme ich doch einfach mal stark A, dass ich du jetzt wirklich einfach mit Al-Imen sprechen sollte. Entschuldigung, da war mal wieder ein Schnitt, ein Cut nötig. Aufgrund von einem sehr illustren Nieser mal wieder. Ja, es ist die Aufnahmezeit, wo ich das jetzt mache, ist übrigens der 1.12. Von daher, ja, es ist mal wieder die Zeit zum Nieser. Okay, in die Geschäfte von Denerim. Ich vermute doch erstmal stark, dass das hier mit Marktviertel verknüpft ist. Hier bei Wade's Ladenet. Das sind wir eh nicht mehr so willkommen. Dann sollten wir vielleicht nochmal woanders gucken. Wie hieß der Typ nochmal? Muss ich gerade mal gucken. Der furchtsame Brian Nett? Nee. Cam von Redside. Okay. Finden wir hier zufällig einer, der so heißt. Cam von Redside. Habren? Nee. Nee. Nee, das sieht nicht so gut aus. Wir gucken dann einfach mal hier bei der Wunder von Tedas Reihe.
Camp von Redside. In de Geschäfte von Denerim angeblich. Gaunerleibwache. Jo, du Hämmerser. Okay. Ja, der hat auch noch ein paar Gestalten um ihn rum. I knew this was coming. Spent all the coin preparing, so I ain't dying over it. Sagst du? Ich glaube, wir sind dann irgendwie so willkommen hier. Wenn wir einfach mal wahllos hier Kämpfe anfangen, wäre zumindest nicht verdenklich, wenn ich dann Hausverbot hätte. So. Dann bleibt ja nur noch der Typ übrig. Der hat noch eine Frostrune des Novizen bei sich. Ja, okay, der Besänftigte hat jetzt auch nicht gerade dazwischen gefunkt. Insofern läuft das. Da fehlt nur noch Ufer des Kellenheadsees und Orzammar. Das machen wir auf jeden Fall noch heute. Also so viel Erwert kann ich noch machen. Weil dann kann ich direkt wieder weiter in der Hauptquest. Oh, Morrigan. Du bist wieder dabei mit dem Level. Da mache ich mehr Konsti, mehr Geschicklichkeit und mehr Magie. Und reinigende Aura. Ist dieser Modus aktiv, strahlt der zaubernde, wellenheilender und reinigende Energie aus, die im Abstand weniger Sekunden einen Teil der Gesundheit aller Verbündeten in seiner Nähe wiederherstellt. Darüber hinaus werden extrem nahe Verbündete von ihren Verletzungen kuriert. Das ist praktisch. Morrigan, was machen wir dann raus dafür? Ich glaube, Frostwaffen braucht doch eh kein Mensch. Das darf dann alles einer vorrücken. Dann machen wir das nämlich hier rein. Dann läuft die Geschichte nämlich. Und sie hat auch sämtliche Fähigkeiten von Geistheiler gelernt. Das ist ausgezeichnet. Ich bin nur gespannt. In Orzammar werde ich wahrscheinlich wieder rumrennen wie ein Blöder, aber die droppen ja erst, oder beziehungsweise die spawnen ja erst, wenn man die Quest aktiviert hat. Dann gehen wir doch wieder auf die Weltkarte. Möchte ich eigentlich? Hafen des Kellenheadsees. Bin immer gespannt. Also die vom Drachengipfel habe ich ja gesagt, das waren die hier. Die sind unmittelbar vor Denerim eigentlich. Ist ganz interessant eigentlich, wie sich hier die Bannons und die Aaltümer zusammenstellen. Ja, da ist einer, der hagere Frank. Da ist er. Mal gucken, ob die Templer sich wieder einmischen. Oh, der hagere Frank ist ein ziemlicher Speckmann. Ja, und wenn ich das nicht werde, der jetzt einfach hier Unschuldige abmurks oder was? Ja, so sieht's halt aus. Der hagere Frank, gucken wir mal. Ob er platzt? Nee, leider nicht. Und der Templer mischt sich mal wieder ein. Okay, der hat jetzt auch noch 2 Gauner dabei gehabt. Hat einen Wundumschlag bei sich. Und dann muss ich nochmal gucken, wie der Typ heißt. Der furchtsame Brian. Bei der Zwerge von Orzammar. Da ich jetzt häufiger den Schampel gehabt habe, würde ich mal sagen, wir gehen zuerst zum Frostgipfelgebirge erst. Ja. Dann suchen wir nämlich die Außenbezirke erstmal ab, ne, dass ich mich wieder in Orzammar dumm und dämlich suche. Und im Endeffekt steht der Typ einfach mal wieder friedlich und lustig vor Orzammar rum. Ja, das dachte ich mir nämlich, ne? Da steht er nämlich. Ich hab's gewusst. Wenn's Orzammar heißt, bin ich, seitdem ich da das letzte Mal die Riese-Irrfahrt meines Lebens gehabt habe, bin ich da etwas skeptisch und gehe zuerst in die Außengebiete von Orzammar, bevor ich jetzt wirklich durch jedes dappische Gebäude, jede Halle und so weiter absuche. Das ist einfach nur unnötig. Da ist er, der furchtsame Brian. Der hat auch keiner außenrum. Der ist allein. Interessiert keinen. Der hält auch nicht viel aus. Der ist noch nicht mal ein starker Gegner. Der hat noch nicht mal eine Waffe. Naja. Das war's jetzt auch mit Denner. Okay, der Typ hat noch nicht mal irgendwas bei sich. Der hat keine Waffe gehabt. Der hat keine Leibwache gehabt. Nix. Na dann wären auch die falschen Zeuge eliminiert.
Die angeblich falsche Zeuge. Ich wüsste nur ganz gern, wie diese Auftraggeber sind, die sich da abkürzen. D und so, ne? Würde mich interessieren, was das für Leute sind und ob ich die möglicherweise da irgendwo auch schon getroffen habe. So. Dann ging das jo sehr viel schneller als gedacht. Ich habe schon beinahe befürchtet. Wir wursteln hier wieder ewig rum. Und brauchen die ganze Episode. Oh, da ist wieder was auf dem Weg. Die Karte sieht auch immer brauner, vergrützter aus. Mal wieder unseren Lieblingshändler. Wobei, wenn ich jetzt in der Hauptstory weitergehe. Bla bla bla. Zeig mal was. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Kruscht verkaufen, ne? Ja, das sollte ich vielleicht behalten, weil es einfach was mit Danken war. So, der ganze Müll. Der kann weg. Das Ach. Hier. Jo. Okay. Kann alles fort hier, der ganze Schwachsinn. Und alles, was Novize-Rune ist, verkaufen wir jetzt auch einfach mal. Weil mit dem Scheiß gebe ich mich auch nicht mehr ab. Alles, was wie gesagt Novize ist, das ist für mich Müll. Andrastes Segen, komm, das kann auch weg. Ja, Jade, komm, ich sammle ja eigentlich nur noch Granat. Das war's dann soweit. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder 64 von 120. Fast die Hälfte vom Inventar ist wieder frei. Das ist doch immer hier auch ein Wort, oder? Aber ich wollte jetzt auch nochmal die Gelegenheit einfach nochmal nutzen, wenn ich jetzt schon auf den Händler stoße und ich sozusagen schon mit dem Zaunpfahl hier gewunken krieg, dann mache ich das auf jeden Fall noch. Hab noch ein bisschen Kram verkauft, da haben wir einfach ein bisschen mehr Platz wieder, weil wir wissen, wie viel Scheiß wir wieder aufsammeln, wenn es dann in der Hauptstory weitergeht. Das kann dann als ein Schade mal so ein bisschen reine zu machen. Ich bin ja sowieso so ein Inventar-Messi. So, dann geht's hier wieder rein. Hallo, mein Freund. Schankwirt. Ich habe dir Gefallen erwiesen. Okay, dann gibt's so dafür 2 pro Mord im Prinzip. Insgesamt 6 Sovereigns. Und dann machen wir uns jetzt nochmal auf den Weg Richtung... Oh, der mit seinem Dwarven Crab. Es geht mir langsam auf das Senkel hier, der Quatsch. Jedes Mal, wenn ich vorbeigehe. Dwarven Crab. Okay. Dann halten wir nochmal Al-Imen auf dem Laufenden. Mit Anora hatten wir jetzt noch nicht die Gelegenheit zu sprechen. Ich meine, wir kommen ja nicht in die königliche Palastreihe. Zum Anwesen von Al-Hau, das haben wir uns ja mehr oder weniger selber verbaut. Und Fort Drakon sollten wir vielleicht nicht nochmal unbedingt freiwillig hingehen. So, aber ich glaube zum Schluss am Ende von der Hauptmission müssen wir so oder so nochmal dort hier. Da werden wir hier gezwungen, weil, glaube ich, der Erzdämon dann over ist. Ah, there you are. I was about to send out a search party. Ach Gut. Gott. Geben wir doch mal Bescheid. Logain hat mit einem Sklavenhändler aus Tevinter zusammengearbeitet. Ich kann beweisen, dass Logain in den Sklavenhandel verwickelt war. Wie gefiel es euch zu erfahren, dass Logain Elfen verkauft? Naja, ich kann es beweisen. Maker forgive me. I should be appalled that such a thing could exist here. But I'm overjoyed you can implicate Logain. We must end the civil war quickly. What the Blight does not corrupt in this land, politics surely will. The last of our allies have arrived in the city. We cannot delay any longer. I will call for the Landsmeet to convene. Na dann. Bring Alistair and join me at the palace as soon as you are ready, Warden. Alles klar, dann geht's jetzt in der Hauptstory auch wirklich weiter. Quest aktualisiert. Die Verderbnis, das Landting. Das Landting wurde einberufen und Al-Imen hat sich auf den Weg in die Kammern des Landtings gemacht. Du solltest dich dort so schnell wie möglich mit ihm treffen. Alles klar.
Sonst, das ist Quatsch, das von Orzammar. Die zwei kann ich eh nicht mehr schaffen. Und genauso die Schriftrollen von Banastor. An sich haben wir eigentlich alles erledigt, was möglich ist. Liebesbriefe hätten wir wahrscheinlich im Laufe unserer Quests irgendwie noch sammeln müssen, genauso wie die Schriftrollen von Banastor. Und das mit Orzammar, weißt du was, mit dem Schlüssel, das geht mal sowas von am Knorze vorbei. Das ist mal grad egal. Ah ja, Alistair muss jetzt mit dabei sein. Dann nehmen wir halt Morrigan und das Seppel mit. Muss halt Stan jetzt leider nicht dabei sein. Das ist sehr schade, weil ich hätte ihn ganz gern mit dabei. Aber so ist es halt. I hope Eamon doesn't expect me to give a speech. Ne. Maker, he probably does, doesn't he? Yes, das der Pinst aber auch rum. Oh, da kann ich aber jede Menge vergewahren. Ihn nochmal an Punkte. Machen wir aus ihm doch auch nochmal einen Champion. Er kriegt außerdem nochmal jede Menge in Stärke hochgeballert. Willenskraft ist vielleicht auch nicht so schlecht für einen Templer, ne? Geschicklichkeit kann auch nie schaden. Konsti würde ich auch noch ein bisschen was reinknarzen. Und ansonsten noch... Alles gerade Werte. Ja, dann kriegt er halt nochmal in die Willenskraft einer Reihe. Okay, dann kann ich ihm hier noch ein bisschen was geben. Da würde ich sagen, er kriegt in Überleben jeweils einen Rang noch. Falls es überhaupt geht. Naja, eigentlich unnütz. Klugheit 12. Ja. Dann nehmen wir ihm gerade ein bisschen was weg. Vielleicht hier auch nochmal einer in Willenskraft. Man macht seine Klugheit mal auf 14 hoch. Dann kann er vielleicht auch hier noch was lernen, ne? Das ist wohl etwas sinnvoller für ihn. Und in Überleben kriegt er einfach noch einen Rang fertig. Dann kann er vom Templer noch hier die zwei Sachen lernen. Nutze ich sowieso nicht. Vom Champion darf er auch noch ein paar Sachen lernen. Dann kann er das noch vom Krieger haben. Das vielleicht auch noch. Und von Waffe und Schild darf er auch noch die Sturmangriff-Fähigkeit haben. Instant Champion Woche jetzt. Alter Falter. Ja gut, vielleicht... Ja, komm, das passt schon. Das passt schon. Dann darf er allerdings auch noch ein paar schöne Sachen tragen, wenn er jetzt auch die Werte hat. Und zwar darf er jetzt... gucken wir gerade mal, was ist durch stärker? 11, 20... Ja. Ich denke, er darf... Rüstungsdurchtrennung, 6 Angriff... Okay, er darf die klagende Klinge tragen. Dann kriegt er noch zusätzlich das Moloch-Set. Ja. Oh, der Moloch-Helm ist allerdings leider vergeben. Und dann gucken wir mal, was besser ist. Hier 6 Verteidigung, 4 Verteidigung plus 1 Rüstung. Ja. Kriegt er halt Aalhausschild. Warum auch nicht? Sieht auf jeden Fall gut aus jetzt, der gute Mann. Hat ordentlich was kriegt. Sieht aus, als könnte er jetzt... Ja, also so sieht er mit der Rüstung wenigstens wirklich wie ein König aus. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich zum königlichen Palast uns auch aufmachen. Wir haben noch circa 7 bis 8 Minuten 8 Zeit. Das könnte reichen für die entsprechende Filmsequenzen, die dann dort stattfinden. Weil ich glaube, noch im Landing kommt wirklich nur noch Darkspawn-Angriff und Erzdämon. Dann sind wir eigentlich schon fast auf der Zielgerade, ihr liebe Leid. Jo, königlicher Palast ist freigeschaltet. Du geht's eh nicht hier, du geht's auch nicht hier. Dann bleibt nur noch königlicher Palast. Und Richtung Zielgerade. Jetzt nehmen nämlich alle Sachen so ihren Verlauf. Und ja, wir sind kurz vor Ende von Dragon Age Origins. Warden, I am not surprised it has come to this. Ach, die wieder. And Alistair, if you were even remotely worthy of being called Merrick's son, you would already be in the Landsmeet. Now wouldn't you? Ist das nicht dieses Sir Corthrian? Ferelden apart to oppose the very man who ensured you were born into freedom. But do not think you will get past me to desecrate the Landsmeet itself. The nobles of Ferelden will confirm my lord as regent, and we can finally put this to rest once you are gone. Ja, ich glaube, das ist Sir Corthrian, ne? Hört auf zu retten und zeigt mal, was ihr mit dem Ding da anstellen könnt. Wie könnt ihr den Mann unterstützen, der euren König ermordet hat? Eischüchtern tretet zur Seite, dient eurer Königin und rettet Merricks Thron. Überredet sie dir wirklich nicht, was das Lowgane-Woche ist. Ja, ich glaube, das ist Sir Corthrian, ne? Hört auf zu retten und zeigt mal, was ihr mit dem Ding da anstellen könnt. Wie könnt ihr den Mann unterstützen, der euren König ermordet hat? Eischüchtern tretet zur Seite, dient eurer Königin und rettet Merricks Thron. Überredet sie dir wirklich nicht, was das Lowgane-Woche ist.
Was jetzt... Das hat man schon... Ich fand es eigentlich schon schade, dass ich bei den Sklavehändlern nicht am Anfang schon die Leute angegriffen habe. Ich bin von böser Gesinnung, hör auf zu babbeln und zeig mir mal, was mit dem tollen Zweihänder anstellen kannst. Das sieht nämlich aus, als wäre für Stan geeignet. I can end the threat you pose to Ferelden. To arms, men! Okay. Gebiet freigeschaltet. Kammer des Landtings. Da stehen jetzt außerdem noch diverse Leute, und zwar Logains Wache. Und Sir Cothrian ist ein Boss. Es ist eigentlich schade um die gute Frau, aber wenn die Frau das so will, dann kann sie es haben. Ups, ich habe meine eigenen Leute gerade niedergemacht. Nicht so gut. Warten wir mal, den können wir auch noch mit der Steinfaust zerbersten. Und da wirken wir jetzt mal einen fröhlichen Kettenblitz. Oh Mist, ich wurde betäubt. Du machst mal eine Gruppenheilung, einfach so, weil es kannst. So, komm schon. Oh, unser guter Alistair ist schon gefallen. Na, großartig. Dann mach doch mal eine Wiederbelebung auf Alistair. Und du, mein guter Seppel, du gehst doch mal bitte auf Sir Cothrian mit dem Mal des Todes. Wir werden schon mit einer Logain-Wache fertig. So stark sind die jetzt auch nicht. Morrigan wird gerade angegriffen. Das ist natürlich nicht so toller. Die sollte erstmal raus aus dem Schussfeld. Dann sollten wir uns vielleicht mal einen Wundumschlag genehmigen. Seppel sollte sich auch mal dringendst einer genehmigen. Und du machst, wie gesagt, eine Wiederbelebung auf Alistair. Und ich mache hier noch die hier mit Kältekegel. Hoppenla. Okay, also Alistair lebt wenigstens wieder. Morrigan, mach du doch mal deine tolle Sache hier mit dem Reinigen der Aura-Gedöns. Die Steinfaust. Ich möchte nämlich nicht unbedingt von Sir Cothrian die ganze Zeit attackiert werden. Wir probieren es bei dem hier mit einer Versteinerung. Alistair, hoffentlich geht das so drauf auf die. Und wir machen einfach nochmal eine Gruppenheilung. Ne, wobei, das ist eigentlich Käse. Sie sollte sich nur selber heilen. Okay, der wurde versteinert. Das lief hier ganz gut. Da machen wir noch einen Kettenblitz drauf. Jetzt kommt die Gretel wieder arg Schisser. Okay. Ja. Ich fülle mir mal lieber einen Wundumschlag rein, bevor mein Zauber wieder zwar durchkommt, aber ich selber dann drauf gehe. Ja gut, Wiederbelebung geht gerade nicht. Das ist etwas doof. Machen wir einen Lebensentzug auf Sir Cothrian. Du gehst weiter hier auf die drauf. Und mein Zauber wird mal wieder unterbrochen. Großartig. Föhn dir den Wundumschlag rein, Mädel. Tja. Okay, dann muss ich anders auf die los. Okay, Sir Cothrian hat sich jetzt wenigstens wieder zu Alistair umgedreht. Wir probieren die beide einzufrieren. Dann geht's mit der Steinfaust wieder drauf, in der Hoffnung zu zerbersten. Oh, Sir Cothrian ist jetzt abgestorben. Alles klar. Gut. Dann dauert das Ganze irgendwie lang. So, komm schon. Ja, bleibt nur noch der Typ dahinter. Sir Cothrian ist schon mittlerweile zur Staub zerfallen. Starke Wundumschläge und das Sommerschwert. 1650. Kritische Trefferchance 2,25%. Rüstungsdurchdringung 5,25%. Stärke-Mod 1,1. Plus 20 körperliche Widerstandskraft. Chance auf Zurückwerfen. Ja, das sieht doch ziemlich gut aus. Das ist eine legendäre Waffe, auch das Ganze. Lebensstein gibt es außerdem hier noch von der dort auch noch einen Lebensstein bei sich. Was für eine Ironie. Okay, Saffron steht auch wieder. Und einen Wundumschlag haben wir wieder kriegt. Okay. Morrigan, kommt doch mal wieder zurück, Mädel.
Wir wollen nämlich, dass du mal diese Superkraft dann machst. Seppel, geh mal ganz dicht an die Tra. Und du, ach mal vorsichtshalber, falls deins nicht geklärt wird. So, Seppel hat jetzt auch keine Verletzungen mehr, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Und Alistair Anime. Perfekt. Okay, na dann ist der Weg frei für uns. Und wir können zum Landting. My lords and ladies of the Landsmeet, Tyrn Loghain would have us give up our freedoms, our traditions, out of fear. He placed us on this path, yet we should place our destiny in his hands? Must we sacrifice everything good about our nation to save it? A fine performance, Aemon. But no one here is taken in by it. You would attempt to put a puppet on the throne, and every soul here knows it. The better question is who will pull the strings. Ah! Here we have the puppeteer. Tell us, Warden, how will the Orlesians take our nation from us? Will they deign to send their troops, or simply issue their commands through this would-be prince? How much Ferelden blood does Orlesian gold buy these days? Ja, reden wir über Loyalität zu Alistair, eurem König. Überrette, ich bin ja derjenige, der Ferelden verrote hat. Überrette, die Verderbnis ist die Bedrohung, nicht Orlais. Gut, sagen wir mal, ich bin ja derjenige, der Ferelden verrote hat. Some of us are curious, Loghain, about precisely what happened at Ostagar. Hat wohl funktioniert. So, one of Kaelin's killers would dare speak of betrayal. You led our king to his death with your grandiose tales of griffins flying into battle. Ihr seid aus der Schlacht geflohen, habt einen Tod überlassen, ihr habt zugelassen, dass Renton Hau unschuldige einkerkert und foltert. Das wird bestimmt Zustimmung finden. Ihr habt Bürger von Ferelden in die Sklaverei verkauft, um euren Krieg zu finanzieren. Sprechen wir sonst mal bei der adlichen Armee der Foltern. The Warden speaks truly. My son was taken under cover of night. The things done to him. Some of them are beyond any healer's skill. Hal was responsible for himself. Ja, He will ja. answer to the Maker for any wrongs committed in this life, as must we all. But you know that. You were the one who murdered him. Whatever Hal may have done, he should have been brought before the Seneschal. There is no justice in butchering a man in his home. Warum habt ihr versucht, eure eigene Tochter den Thron zu rauben? Nett. Warum habt ihr dann einen Blutmagier ausgesandt, um Al-Eamon zu vergiften? Ist es gerecht, Elfe an Tewinter zu verkaufen? Was wisst ihr schon von Gerechtigkeit? Ihr habt Kaelin den Tod überlassen. Wir können dir annehmen, die Verderbnis sei keine reale Bedrohung für uns. Wenn ihr Gerechtigkeit wollt, sollte Merricks Sohn auf den Thron setzen. Ist es gerecht, Elfe nur an Tewinter zu verkaufen? Selling elves. Explain this, Loghain. This is war. Did you believe it would be like the old tales? Knights with pennants flying over battlefields where all outcomes are decided simply and with honor. War is cruel. Every soul who fought alongside Marek knows this. And in it, there are no such things as innocence, only the living and the dead, and the degrees of guilt both bear. Sacrifices were made. If they were too great, the Maker will judge me for it. But enough of this. I have a question for you, Warden. What have you done with my daughter? Wir reden hier über euer Verbrechen. Wofür sprecht ihr überhaupt? Was habe ich gemacht? Ich habe sie vor euch beschützt. Ja. You took my daughter, our queen, by force, killing her guards in the process. What arts have you employed to keep her? Does she even still live? I believe I can speak for myself. Okay, jetzt sind wir mal Lords gespannt. and ladies of Ferelden, hear me. This warden has slandered and defamed Ferelden's Was greatest hero, eine in Grützekuh. an impostor on Merrick's throne. Was? Er wollte euch töten? Ich wusste, dass ihr mit Loghain zusammenarbeitet. Was eine Grützekuh. My father will always do what must be done for Ferelden. Alter, ist das eine Gretel. That you will not. Who here can say that Anora is not fit to rule this land? And who can say that this Alistair is? We know nothing of him.
save that he may have royal blood. For 5 years, Anora has been queen, and proven herself worthy of the Theron name. She can lead our people through this crisis, and I can lead her armies. My lords and ladies, our land has been threatened before. It's been invaded and lost and won times beyond counting. We Fereldans have proven that we will never truly be conquered so long as we are united. Scheiße, der Typ ist ein richtiger Politiker. Be divided now. Stand with me, and we shall defeat even the Blight itself. Southreach stands with the Grey Wardens. Okay, super. Wouldn't help me personally in a family matter. Waking Sea stands with the Grey Wardens. Okay. Dragon's Peak Whoa. supports the Warden. Western Hills is with you, Loghain. Buh. Make her help us. I stand by Loghain. We've no hope of victory Wer bist otherwise. denn du überhaupt? I'm with Loghain. Who else could defeat the Blight? Loghain, I'm with you. Anna. This bodes ill for us all. Tja, was passiert jetzt? Aber es wird noch nichts entschieden. Wie können sie nur dem Verräter folgen? Was passiert dann jetzt? The Landsmeet has spoken. Following these Grey Wardens has cost us our king. We must not allow it to cost us our country. I charge Eamon, Alistair, and this Warden with treason. Take these traitors outside to await execution. To arms! We will not be taken without a fight. Okay, klingt gut. Also, soweit ich das gesehen habe, war das ein Unentschieden eigentlich beim Landting. Aber für Ferelden, so sieht es nämlich aus. Ich würde sagen, ihr liebe Leute, da geht's immer mal hier weiter, weil ich einfach fies bin. Also machen's gut, noch den tolle Cliffhanger und bis immer mal hier dann wieder. Iron Yankee.